Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ach, es fühlt sich irgendwie echt gut an, die 100 geknackt zu haben an Episode. Und jetzt sind wir auch schön im Winter, in der 101. Episode hier. Sind wir am ersten Tag im Winter, Jahr 2. Ach, wie schön. Huch, der Clay krabbelt schon neben mein Bett. Der hat anscheinend einen Schlafen gekannt. Und jetzt spielt er neben meinem Bett um 6 Uhr morgens. Ja, Kinder haben ihre eigene Zeit. Das weiß wahrscheinlich jeder, der selber einen Junior daheim rumhupse hat. Ach ja. Kinder können einfach schönes sein, ne? Nicht nur nervig. Erstmal wird ein Kaffee getrunken. Aber es soll ja ein wunderschöner sonniger Wintertag halt sein, ne? Gucken wir doch gleich mal. Ein paar Zentimeter Schnee gibt's im Mäuer. Leber vom Land sagt... Baby braucht eine Krippe. Okay, ja, das haben wir ja. Ne? Da müssen wir nichts mehr machen. Ah, es ist kalt, Winter ist da. Ja, Winter ist toll. Ich glaube, ich habe ja eben das Kinn geküsst. Sehr romantisch. Okay, dann gucken wir nochmal weiter. Sonst stellen wir hier nichts mehr, was reif ist. Jo, perfekt. Um den Junior haben wir uns gekümmert. Wie sieht das eigentlich aus? Wie mag der uns? Okay, der ist schon bei 2 Herzer. Und im Krabbelstadium ist er auch schon. Gut. Jetzt können wir auch hier wieder unser Köder auslegen. Und Moment, die Brille kommt dort rein. Ja, unser Felder können wir jetzt erstmal vergessen. Die könnte man theoretisch im Winter noch ausbauen, ne? Das heißt, da könnte man noch schnell was machen. Im Winter ist natürlich auch bei der Tiere ziemlich mau. Die Heizungen sind hier in Vollbetrieb und die Tiere wollen nämlich raus. Man kann es ja auch nicht verübeln, dass sie da nicht raus wollen bei der Kälte. Aber die Klappe mache ich mal auf. Das führt natürlich unsere Heizung ad absurdum. Aber ich habe es euch, glaube ich, schon im letzten Jahr gezeigt, dass die Tiere sowieso nicht rausgehen beim Winter. Ne? Unser Apfelbaum ist jetzt auch erstmal passé. Aber wir haben ja einer, der noch wächst. So, damit er wirklich warm bleibt, machen wir wieder zu. Die kommen nicht raus, die Tiere. Und unser Wutz ist jetzt natürlich auch ziemlich unpraktisch. Weil die produziert jetzt leider auch kein Trüffel mehr. So, dann kümmern wir uns dort drum. Wir könnten ja theoretisch hier noch so eine Linie A fertigen, wo wir die ganzen Dinger hier lecken. Dann könnten wir auch mehr von den Teilen mit Käsepresse und so fertiger. So. Das wäre auf jeden Fall mal eine Idee wert. Okay, wir gucken nochmal in die Höhle rein. Nix. Gut. Wie sieht's hier aus? Alles beim Alter. Dann... Nein, Ackermann, du sollst hier gießen. Und du sollst hier gießen. Dann machen wir das noch mit. Ach ja, so Gewächshaus ist echt was Feines. Gerade früher, wo sowas wirklich notwendig war, um bei seiner Privatgärte auch wirklich sich durch die Winter durch versorgen zu können, waren Gewächshäuser wirklich was ganz Tolles an Erfindung. Und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie kreativ der Mensch sein kann, wenn es um solche Erfindungen und Technologie geht. Nur, dass der Mensch sowas meistens leider erst immer aus der Not heraus macht, finde ich etwas schade. Da haben sie jetzt, das habe ich dem letzten Mal in der Nachricht gesehen. Sache ist so, bei solchen Legehenne und so, ist es so leider der Fall, dass die männliche Küke halt geschreddert werden, weil die leider nicht in der Lage sind, als erwachsene Tiere Eier zu legen und somit als Legehenne halt nicht verwertbar sind und als Nutztiere. Und da hat man jetzt das Verfahren entwickelt, dass man schon beim Ei rausfinden kann, ob das männlich oder weiblich wird, das Küke. Und dass man dann die männliche Eier sozusagen dann schon weiter verwertet und die männliche Küke, die arme Tiere, nicht weiter geschreddert werden müssen. Ich persönlich finde sowas ja absolutes U-Ding, durch die arme Tiere dort zu schreddern. Deswegen achte ich eigentlich auch immer drauf, dass die Eier aus Betriebe sind, wo eben keine Kükenschredderei betrieben wird. Die kosten dann 10 Cent mehr pro Packung, aber jo, Allah, das ist doch auch egal. 10 Cent ist doch egal, das sollten ihm die Tierleben wert sein, finde ich. So, Kohle können wir hier nochmal reinpacken, die Endefeder verkaufen wir.
Und ansonsten, was machen wir dann heute Großartiges? Das war jetzt die Hofarbeit. Na, komm schon. Dann holen wir noch unser Siggi. Und ich würde sagen, wir besuchen heute mal einfach mal just for fun den Hutlader. Um mal zu gucken, ob da nicht möglicherweise Helme oder was im Angebot sind. Dann würde ich später ganz gern eigentlich auch nochmal bei der Abenteurer-Gilderei gucken. Da habe ich beim letzten Mal gestern leider vorgestern verpasst. Dass ich mir das mal angucke, wie es so ausschaut. Zwecks Helme. Da war ich ja nur drauf bedacht, mein Lava-Katana zu holen. Aber jetzt haben wir schon wieder um die 100.000, also fast 110.000 wieder. Also mit der Eilame, da läuft das. Tja, ich glaube, das war unser Käse, der jetzt gut ist. Jetzt müssen wir uns vor der Winter halt wirklich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen besorgen, weil, ich überlege gerade, was wir im Winter noch so machen können. Da haben wir leider nämlich so großartig die Auswahl an Sachen. Da bleibt dann nur Schädelhöhle, aber ohne wirklich gut die Verteidigung gehe ich nicht in die Schädelhöhle mehr rein. Das kannst du vergessen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall gute Sache. Die Weltallstiefel haben wir ja schon. Das Galaxieschwert kriegen wir erst, wenn wir prismatische Schärpe abgestabt haben. Müssen wir mal gucken, was wir noch machen können. Also irgendwie möchte ich hier eigentlich schon meine Verteidigung schon mal ganz gut pushen. Einfach nur, damit wir was Gescheites parat haben. So. Dann gehen wir erstmal in Richtung Abenteurer-Gilde. Dann können wir bei der Gelegenheit eventuell auch noch ein bisschen was angeln. Wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir angeln gehen. Ne? Könnte man noch machen. Da holen wir uns dann so einen guten Köder nochmal dran. Und gehen einfach nochmal runter angeln. Ansonsten können wir ja noch gucken, ob hier möglicherweise noch Erz irgendwo rumschwimmt. Wir waren auch schon lange nicht mehr im Stäbruch. Dann können wir uns eigentlich auch nochmal angucken. Erstmal eine Runde angeln. In der Hoffnung, man findet hier was Tolles. Ups. Das wird auf jeden Fall perfekt mehr. So, die Schatztruhe war mir jetzt auch noch wichtig. Gucken wir mal, was das für ein Knödelfisch da ist, der da rumgammelt. Komm schon her. Es ist ein Barsch. Und 5 Steine. Okay. Oh, jetzt habe ich die Köder vergessen. Na, egal. Egal. Aber ich finde, mit einem roten Bart sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Hebt sich in der Schneelandschaft auf jeden Fall schon mal gut ab. Ja, mit der Hacke können wir natürlich jetzt auch auf Artefaktjagd gehen. Im Winter sieht man diese Artefaktplätze dann auch etwas besser. Machen wir mal normale Köder dran. Und schauen mal, was wir noch alles hier rausfischen. Im Meer könnte man natürlich noch angeln. Ich glaube, das sind nämlich weiße Thunfischer. Und die brauchen wir ja noch für so eine kleine Quest. Und wieder ein Forellenbarsch. So, machen auf. Ich will rein. Gut. Alle hopp, was haben wir dann? Nur Waffe. Sneakers ist Quatsch. Stiefel sind generell Quatsch. Zurückstoße. Waffegenauigkeit. Trefferchance, die kritische. Schaden von kritische Treffer. Waffegeschwindigkeit. Angriff. Nee, alles Quatsch. Schleime sind wir bei weitem nicht so weit. Schattegeister, Fledermäus, Skelette, die Insekten haben wir schon. Butler, Staubgeister. Tja, wir müssten eigentlich auch mal wieder ein paar Gegnertypen schrotten. Das heißt, vielleicht sollten wir einfach mal in die Mine reingehen und da ein bisschen uns um die Gegnertypen kümmern. Aber wir gucken jetzt zuallererst mal, wie es hier im Stäbruch aussieht. Das sieht doch soweit ganz ordentlich aus, was da wieder alles noch gerutscht ist. Das heißt, wir schlagen noch ein paar Stäbe. Das tut sich im Winter auch immer ganz gut. Boah, gerade mit dem Bart. Das ist auch so eine Sache, ne? Wenn es draußen kalt ist und der Atem beschlägt schon vorm Gesicht. Und wenn man dann stark am Schaffe ist und am Schnaufe ist, da ist der ganze Bart innerhalb weniger Sekunden bis Minuten schon pitschnass. Das ist echt eklig.
Aber ansonsten ist so ein Bad auch schön wärmend. Ich habe das jetzt erst im Letzt wieder gemerkt, weil wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch so einfach mal als Relevanz, genau, als Resonanz für euch. Wir haben jetzt den 9.11., wo ich hier groß aufnehme, seit der 99. Episode. Und es war zwischendurch einmal wirklich relativ kalt wieder. Und da habe ich dann 8 draußen wieder geschafft bei der Ausgrabung. Und wenn ich da halt wirklich schwer geschafft habe bei Profilanlege, wo ich mich halt durch den Boden habe prügeln müssen, wenn man dann stark atmet, dann geht halt viel an Kondenswasser im Bad rein. Und das kann ziemlich eklig sein. Trotz allem wärmt der Bad an Kinn. Und das ist es dann auch wieder wert. Okay, ich hoffe, die Stähe rutschen auch wieder gut noch, nachdem wir jetzt hier ordentlich reingeschlagen haben und ordentlich hier wieder abgebaut haben. Geht auch gut in die Energie rein, das Ganze. So, Aquamarin ist das, glaube ich. Jo. Gut, dann haben wir mal wieder im Stäbruch was geschafft. An sich ja auch nicht verkehrt. Muss ja hin und wieder einmal sein. So, und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal ans Meer. Und kümmern uns dann da noch drum. Wenn wir jetzt da schon sind, machen wir das Holz weg. So. Dann kann das nämlich alles gescheit wieder noch entstehen. Zack. Und dann geht's wieder Richtung Meer. Okay, hier haben wir leider nichts zum Sieber. Das ist etwas schade. Pferd kommt da nicht durch. Ansonsten für der nächste Tag könnten wir uns noch ein bisschen in der Mine rumschlagen. Wäre möglicherweise auch noch was wert, ne? Ansonsten können wir immer noch mal wieder gucken, ob hier irgendwo Artefaktplätze sind, weil im Winter kannst du halt die meisten Artefakte rausholen. Oh, und Pams Haus ist gut. Hey Ackermann, und was hältst du davon? Sau gut. Oh, Katzenmund kriegt vor lauter gut. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das kann sogar eine von meinen besten Erwetter aller Zeiten sein. Guck doch mal das runde Fenster an. Es ist sehr schwer, der Rahmen so zu biegen. Oh, und die feine Schnitzerei der erst. Dafür habe ich ewig gebraucht. Sind sie da aufgefallen? Das erste, was mir aufgefallen ist, dass da 2 Flaschen einfach mal über der hängen. Naja. Punkt, ja. Oh, ich glaube, ich rede schon wieder zu viel über Holz, was? Wie auch immer, ich rede mit ne, aber zuerst muss ich etwas fragen. Willst du, dass ich ihnen sage, dass du dafür bezahlt hast? Das ist wieder so Sache. Ja, komm, sie sollen es wissen. Ich will nicht damit argen, aber sie sollen es wissen. Okay, ja, geh mal. Naja, okay, das war anscheinend nicht die richtige Entscheidung. Ich hätte wohl anonym bleiben sollen, aber sie sollen es ruhig wissen, finde ich, ne? Hallo Nachbarn, was für ein nettes neues Haus ihr da habt. Robin, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Von selbst habe ich immer geträumt. Das war mein Wunschtraum. Ach Gott, wie schön. Robin, vielen Dank. Hey, bei mir müsst ihr euch nicht bedanken. Das war die Idee vom Ackermann und er hat auch für alles bezahlt. Ackermann, das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das muss ein Vermögen gekostet haben, Ackermann. Ehrlich gesagt, ist es mal ein bisschen unangenehm. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Oh, nee, das sage ich nicht. Ich rettere nicht rein, wie sie ihre Tochter behandeln soll. Das ist ein Geschenk, das muss er nicht wieder gut machen. Dann muss ich wohl meinen Stolz runterschlucken. Vielen Dank, Ackermann. Ach, Mama. Keine Sorge, der Ackermann will uns so glücklich machen. Nimm mal den Pelikan, blickt auf uns runter, weil wir so arm sind. Wir sind nämlich arm, Kind. Denk sowas nicht. Von jetzt an, wenn wir echt die Familie sei, herrscht. Ich bin nicht immer so bitter sei. Ich werde versuchen, mein Leben zu ändern. Jawohl, das ist doch schön. Das ist doch schön. Davor machen wir das doch, dass die Mutter und Tochter sich hier umarmen. Ach, wie schön. Das war's dann. Dicke Wert. Moment. Apropos dicke Wert. Zu Robin können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr in die Lade. Die wird dicht haben. Ja, natürlich. Okay, weil ich möchte gucken, ob es möglicherweise noch eine nächste Gemeindeverbesserung gibt. Und mir dann noch was anderes hin. Das wäre natürlich toll, wenn ich jetzt
Stadt oder dem Dorf noch ein bisschen was anderes spenden könnt. Müssen wir mal gucken. Also, da haben wir auf jeden Fall die alte Wohnung, die haben schon für den Winter dekoriert, aber der ganze Müll, der bleibt leider Gottes noch. So, gucken wir mal rein, wie es aussieht. Da geht's hoch. Ach, wie schön. Ah, da können wir nichts machen am Kamin. Ach Gott, ist das schön. Da hat die Robin wirklich was Schönes gebaut. Okay, bei der ganzen Bierdose, da geht's wohl zu Pam rein, ne? Schön. Einfach nur schön, das gefällt mir wirklich, dass die Leute hier so jetzt so gemütlich haben. Das wird wohl Pennys Zimmer sein mit der Bibliothek, mit der kleinen Privatbibliothek. Ach ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Da dürfen wir nicht lang. Da kommt unser Gaul nicht durch. Ja, ich habe das nochmal schnell angeguckt, bevor die Penny heim ist. Okay. Dann wird noch ein bisschen geangelt. Und wir gucken mal rein. So. Und wie gesagt, arm sind sie jetzt auch nicht, weil die Pam kann ja auch wieder als Busfahrerin arbeiten. Insofern Eikumme Hänse. Und ich denke, ach, dass Penny einfach mal auch ein kleines Gehalt kriegt, dafür, dass sie die Kinder unterrichtet. Wahrscheinlich von den Eltern dann, ne? Also völlig arm werden sie jetzt nicht sein. Ich meine, reich sind sie natürlich auch nicht. Aber sie müssen jetzt auch nicht mehr im Wohnwarenhause. Also das ist schon ordentlich was wert. Ein Heilbutt. Ungetrocknetes Seestern, das kennen wir aber schon. Und ein Köder. Okay, dann machen wir gleich wieder dran. Aber ein Heilbutt ist schön. Ich glaube, den habe ich bisher noch nicht gefangen. Ja, Winter ist halt immer ein bisschen Angelsaison. Weil großartig mehr zu tun hat man hier nicht. Deswegen kann ich die Zeit auch immer schön nutzen, um ein bisschen zu verzählen. Und dass wir mal unsere Angelskills einfach ein bisschen erhöhen. Ich denke, das ist schon wirklich eine gute Zeit dafür. Ein weißer Thunfisch, jawohl, genau den habe ich gewollt. Der geht jetzt nämlich an Gas und der ist auch ovens noch zu erreichen, der Kerl. Vorzug Temperaturkante an der warmes auf kühles Wasser trifft. So, wir gucken jetzt nochmal, weiße Thunfisch für Gas. Perfekt. Genau den habe ich gewollt. Den haben wir glücklicherweise auch schon auf Anhieb gefangen. Das heißt, wir stolzieren jetzt mit unserem Fisch hier rein in die Kneipe und geben dann frisch vom Hoker an Gas. Oh, da ist auch noch eine kleine Sequenz. Von Clint, wie es aussieht. Stalkt da wieder Emily. Aber ich sehe sie derzeit nicht. Aber schauen wir mal. So. Hallo Ackermann, willst du mal ein bisschen Gesellschaft leisten? Ja, klar, Mama. Ich muss einfach mal loswerden, was mir auf dem Herzen liegt. Ich habe furchtbares Pech mit Frau Ackermann. Ich bin ja ein netter Kerl, wenn man mich kennenlernt. Ich schwör's, ich bin überhaupt nicht gruselig und stalk die Leute durchs Fenster. Was? Was? Die Mädchen scheinen dich alle zu mögen, Ackermann. Hast du irgendwelche Tipps? Benimm dich seltsam, um ihr Interesse zu wecken. Natürlich, sei einfach du selbst, das hilft wohl nicht so besonders. Behandle Frauen genauso wie Männer. Ich muss sagen, das ist eigentlich noch der beste Rat, weil wenn man die Leute einfach als Menschen ansieht, dann haben wir auch mal den komischen Sexismus weg. Ich denke, das wäre für ihn vielleicht auch hilfreich, wenn er nicht weiß, wie er mit Frauen umgehen soll. Einfach so, wie er mit dem Mann umgeht, weil dann benimmt er sich auch natürlich. Gucken wir mal, ob das hilft. Alle hopp, ich werde dran denken. Jetzt kommt natürlich sein Schwarm. Gucken wir mal, ob er zu dir jetzt nicht allzu grob ist. Ich hoffe nicht, dass er sich so benimmt, als wär's der Schmiedekollege. Hi Clint, wie kann ich dir dann heute dienen? Ja. Ich meine, ich hätte ganz übliche mit Extrakäse und viel Soße bitte. Hi Ackermann. Danke Emily, dass du meine Bestellung aufgenommen hast. Emily, ich hab gedacht, ich hab mich mal gefragt. Hm? Ja, Clint? Nix. No. Ja, es kann schwierig sein. Hi Shane, hier ist der Getränk. Ja, das kann schon schwierig sein, wenn man nicht weiß, wie man mit Frauen umgehen muss. Oder umgehen soll. Vor allem eine, in die man verschossen ist.
Ja, danke, Emily. Alab, wie läuft denn deine Schicht soweit? Alles in Ordnung, danke der Nachfrage, Shane. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten über die Hinkler? Mit mir geht's nur noch bergab. Ach Gott. Der Debris Clint. Ah, Abigail ist auch hier. So, hier ist noch was für dich. Aber was ist denn das? Irgendwas riecht noch weißem Thunfisch. Aha, du hast schon mal so gebraucht. 1000 Dank. Sind wir schon bei 8 Herze bei ihm. Ja, das war nett, was ich für Pam gemacht habe. Ja, und es gibt kein Hoke. Na. So. Ja, du musst mal nichts ausgeben, Mädel. So, wie sieht's dann hier noch aus? Mischt was. Mischt was. Ich gebe da nochmal eine aus. So. Hey, ja, 1000 Dank, ja. Du kriegst auf jeden Fall noch einer. Und du, Clint, du Army Sau, weil es bei dir nicht so rund läuft. Du kriegst einen Rubin. Da. Ja, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. 5 Herzer. Okay. Sei froh, dass du ein Bauer bist, Ackermann. Es ist angenehmer, den ganzen Tag draußen zu schaffen, als neben einem heißen Schmelzofen zu stehen. Wobei ich sagen muss, Schmied ist schon ein geiler Job. Gefällt mir auch. So, Abigail. Eigentlich würde ich dich ja ganz gern mitnehmen, aber geht ja leider nicht. 400 Gold für den Thunfisch stecken Marmorei. Na gut, schade. Ist ja auch geil, der ganze Kerl geht die ganze Zeit schaffe draußen und die Frau geht einfach mal oben in die Kneipe, während der Junior wahrscheinlich irgendwo rumkrabbelt daheim. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen was gefunden. Also, schnell weg mit dem ganzen Kram, den wir da noch hin. Geode können wir noch zum Clinty Boy bringen. Das ganze Zeug schmeißen wir mal fort. Beziehungsweise verkaufen es. Und hier gucken wir noch, dass wir unseren Kruscht wegkriegen. Ansonsten läuft die Geschichte auch ganz gut. Eins wollte ich noch nachgucken. Ah ja, okay. Schade, dass ich das nachgucken wollte, weil die Käse habe ich schon ganz vergessen. Ich wollte noch gucken, wie es dann eigentlich mit unseren Kürbis aussieht. Ja, die sind immer noch so weit. Okay. Na gut, dann schmeißen wir halt noch die Käserei in die Reifefässer. Machen hier erstmal ein bisschen Platz für Abigail, damit die Helm kommt. Und bis die daheim ist, sind die Käse auch schon unter. So, haben wir hier noch freie Fässer. Sieht so aus, als hätten wir hier noch was frei. Angeblich müssten wir da auch wieder was noch basteln, ne? Muss ich gerade mal gucken, wie viel an Material die Dinger brauchen. Reifefass, Hartholz und 20 normales Holz. Dürften auf ein paar Dinger reichen. Ansonsten muss ich wieder Hartholz sammeln. Ah, da liegt sie ja schon. So, wir schlafen rund. Und dann gucken wir nochmal bei Robin heute, ob es da irgendeine andere Verbesserung gibt. Ansonsten wäre es auch nicht schlecht, wenn uns die Dorfbewohner mit weiteren Quests versorgen würden. Das wäre natürlich echt nicht schlecht. Ach Gott. Gucken wir mal, dass wir auch nicht auf die über 40 Minuten wieder kommen. Die Episode, die 100, das war ja wieder ziemlich lange Volk. Das war wieder so 40, 41 Minuten lang. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier kriegen, dass wir hier auch wieder einigermaßen im Lot bleiben mit unserer Episode. Das ist nicht so viel wert. So, zack. Und wieder weg damit. So. Heute soll es ja Schnee geben, ne? Morgen auch wieder. Und was der Wahrsager sagt, die Geister sind halt super drauf. Ich kann mich auf den Hof konzentrieren, warum nicht? So, die Junior mag mich. Und hier haben wir wieder ein bisschen Zeug. Sehr schön. Da gibt es wieder freie Platz. Da müssen wir nicht allzu bald wieder Reifefässer produzieren. Und, sonst schon irgendwas? Anscheinend nicht. Okay. Udala. Also fort damit. Dann holen wir da wieder 3 noch. Nein, ich möchte sie nicht essen. Und das kommt wieder rein. Okay. Sehr schön. Das Übliche wieder. So. Perfekt. Dann können wir gleich wieder reinkippen. Dann können wir wieder hier rein. Felder ist ja nix. Oh. Wir brauchen mal wieder Stähe. Die sollte ich möglicherweise sogar in meinem Inventar behalten. Die Stäbe, wenn jetzt die Zäune wieder anfangen, allmählich
schlapp zu machen. Ich persönlich finde aber auch einfach die Steinzäune am schönsten optisch. Gefällt mir wirklich am besten. Und ich persönlich finde es auch immer schön, wenn man mit Stäh arbeiten kann. Nein, ich möchte das Schattenei bestimmt nicht essen, das vergammelte Ekelding. Weil ich finde persönlich, Stäh ist ein wunderschöner Werkstoff. So, wir könnten demnächst auch noch eine Umstrukturierung von unserer Presse angehen. Das finde ich, könnten wir sogar machen, nachdem wir hier heute wieder fertig sind mit unserer Produktion. Dass wir hier möglicherweise die Stelle, die freie Fläche einfach mal nutzen. So. Wieder der Tierstreichler von Notre Dame. Und hier rein. Und da noch und hier noch. Ja, direkt nehmen wir die Heizung, du ist am schönsten. Nee, nicht einfach der Portugieser. So. Hier noch. Dann die Wolle. Mit der Spinnräder ist so klasse, aber ich bin dafür, dass wir hier diese Fläche nutzen, damit wir doch großflächig aufdröseln. Das wäre, glaube ich, die beste und optimalste Nutzung von dem Ganzen. So. Dann können wir nämlich auch mehrere von den Dinger aufbauen. Und dann müssen wir nämlich in 2 Chargen arbeiten. Und die freie Fläche wäre auch mal genutzt. So, so. Perfekt. Heute ist wieder fette Ernte, wie es aussieht. Okay. Perfekt. Sehr schön. Dann können wir hier wieder unser Saat reinmachen. Da können wir jetzt nämlich ganz allmählich hier Stück für Stück unser Süßkartoffelsaat verbrauchen. Dann gießen wir gerade noch hier die Riege durch. Haben wir das nämlich auch erledigt. Und wie gesagt, dann geht es heute auf jeden Fall noch zu Robin runter, hoch. Wohnt ja höher als wir, die wohnt ja in der Berggegend. Also, nix wie ab mit dem ganzen Schampel hier noch. Dann haben wir noch wieder schön Preiselbeere. Ein paar Tomate gibt es auch noch. Heidewitzka. Ich habe noch gar nicht geguckt, wer eigentlich Geburtstag hat. Gewitterleid. Das ist mir ja noch überhaupt nicht aufgefallen. Wir haben hier schon den zweiten Tag. Ich hoffe, ich habe jetzt keiner vergessen. Oh, das hat mir wieder schön reingerobbt ins Inventar. Ups, Moment. So. Dann gucken wir doch gerade mal. Also, zack. Wusch und Gedöns. Aber Robin müsste heute wieder bei ihrem Frauendach sein. Das heißt, die müsste eigentlich wieder in Pierres Gemischtwarelader zu finden sein. Ich bin immer gespannt, ob irgendwann ein Update rauskommt, wo man, wie gesagt, Rüstungen kaufen kann. Und wo man vielleicht bei Clint Rüstungen kaufen kann. Und wo man eventuell auch anderes Zeug noch kriegt. Sprich, dass man möglicherweise Wintersaat kriegt. Oh. Oh, oh, oh. Unser Inventar ist schon brechend voll. Apropos Brecher, der Zaun ist auch schon gebrochen. Dann, ja, haben wir dafür leider keinen Platz im Inventar. Das heißt, erstmal Platz schaffen wieder. Moment, wir müssen erst einmal hier wieder 6 von der normalen Reihe. Da haben wir 3 von unserer normalen. Da können wir jetzt nämlich das Zeug wieder leer machen. Moment, wir hatten auch noch irgendwo Kürbis. Dann machen wir nämlich nochmal eine Reihe. Und das waren die letzten Kürbisse für das Jahr. Okay. Ja, saugut. Dann wird erstmal wieder ein Zaun hergestellt. Runter und Zaunelement wieder dran. Und die Dinger muss ich auf jeden Fall demnächst noch ablaufen. So, ich glaube, Robin hat heute ihren Frauendach. Deswegen, das ist etwas schade. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Wir machen jetzt hier mal frei. 2, 3, 4. Und machen das neu. So. Wir organisieren das Zeug ein bisschen um. 1, 2, 3 und 4. Dann können wir nämlich hier noch welche herstellen.
Wisst was? Wir haben noch Stäbplatte übrig. Wir machen das wie folgt. Erst einmal bringen wir den Käse runter. Sonst wäre ich noch verrückt, wenn das Zeichen nicht reifen kann. So, dann können wir nämlich auch nochmal nachgucken, was das an Werkstoff braucht, das Zeug. Wir müssen ja noch ein paar neue Hersteller. So, ich glaube, für das Ende brauchen wir auf jeden Fall Kupferbarre. Und Erdkristall, wenn mich nicht alles täuscht. So, die 2 Stoffe können wir auch nochmal holen. Zusätzlich können wir hier auch nochmal einen Zaun nachmauern. Herrgott. So. Ja, das gibt bald wieder lustige Phase. Ich hoffe, Abigail fühlt sich bald auch heimwerkertechnisch dazu berufen, hier weiterzumachen. Damit wir nicht alles allein machen müssen. Okay, so, wir brauchen Erdkristall, Kupferbarre, Stähle und Holz. Oh, und Hartholz. Haben wir überhaupt noch Hartholz? Verflixt, ich glaube, wir haben kein Hartholz mehr. Dann können wir zumindest aber schon mal das andere Zeug machen. Dann kümmern wir uns so drum. Dann holen wir uns auch Hartholz. Können wir nämlich noch mehr Kram machen. So, wir machen auf jeden Fall noch eine Mayonnaise-Maschine, ne? Weil dann haben wir schon mal 5 oder Fuß stehen. Das reicht dann auch für unser Charge. Dann holen wir noch die Käsepresse. Das machen wir so. Und dann holen wir uns heute noch Hartholz. So. So. Und dann brauchen wir noch unser anderes Zeug. Was war denn das? Stell Hartholz, Kupferbarre. Und normales Holz. Alle hopp. Du brauchst mal keine Erdkristalle, genau. Okay, das heißt, Erdkristalle können weg. Was wollte ich dann jetzt noch? Wobei, warte mal. Wir machen nochmal Annie. Dann sind wir nämlich bei 6er und 6er. Dann wollte ich aber zusätzlich noch die Pflasterstäbe, die ich hier irgendwo, genau, wollte ich noch haben. Die Erdkristalle können jetzt wirklich endgültig weg. Und dann hole ich mir noch Hartholz und wir machen hier noch einen kleinen Weg. Machen wir das nämlich folgendermaßen. Wir machen hier noch mit 2 weitere Pflasterstäbe oder Trippsteinpfade machen wir hier unseren Weg. Da haben wir nämlich hier 6 Stück und das passt dann auch für unsere Produktion. Das ist natürlich optimal. Das heißt, wir müssen kräftig Hartholzsammler. Brauchen wir auf jeden Fall. Also, nix wie Abdo River. Hartholzsammler und weiter Bastler. Annie haben wir ja schon gebaut, aber wir müssen auf jeden Fall dann nochmal in der Wald reingehen, weil da kriegen wir, glaube ich, nur 12er. Wir haben nämlich allzu viel Hartholz, beziehungsweise wir haben überhaupt kein Hartholz mehr eigentlich. Und Hacke sagt Schneesüßkartoffel. Alle hopp. So, Stechpalme sammeln wir auch ein. Hier haben wir ja glücklicherweise immer so ein bisschen Hartholz. Weil ich glaube, das habe ich wirklich schon vollkommen aufgebraucht, das Zeug. Hier runter. Können wir gar nicht hier. Na gut. Dann hier noch die Stechpalme. Und fort mit uns. Dann haben wir wieder unseren täglichen Vorrat gemacht. Können wir nämlich auch eine Käsepresse gleich bauen. Und übermorgen dann bei der Episode machen wir dann die nächste Käsepresse. Zusätzlich muss ich jetzt auch noch mal daheim gucken, wer Geburtstag hat. Nicht, dass ich irgendeinen armen Kerl oder armes Mädel vergesse. Das soll natürlich nicht passieren. Also wieder auf der Pelzer Hof und gucken wir gleich mal, wer Geburtstag hat oder eventuell sogar schon gehabt hat. Linus hat sogar relativ früh eigentlich Geburtstag im Winter. Ja, dass ich den arme Kasper noch vergesse an seinem Geburtstag. So. Die Mayo-Maschine kommt hier, die Käsepresse kommt dort hier. Dann haben wir nämlich hier auch nochmal einen schönen Betrieb. So, zack und ups, Peng und wusch die Dusch. So. Und dann gucken wir jetzt nochmal. Wer hat Geburtstag? Dass ich irgendeinen armen Mensch hier an seinem Geburtstag vergesse.
Okay. Oh, Krobus hat Geburtstag gehabt. Verflixt. Den habe ich verpasst. Aber Linus hat dann am nächsten Tag Geburtstag. Na gut. Dann können wir hier nochmal Kruscht verkaufen. So, das Zeug behalte ich mal drin, weil das können wir noch gebrauchen. Zu Clint können wir nämlich. Der hat jetzt schon zu, wie geht der Geode. Dann gucken wir, wo noch möglicherweise Schäden an den Zäunen entstanden sind. Und gucken wir mal, ob wir da noch was... Jawohl. Ich habe was ja schon gedacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Alle hopp, das bauen wir noch. So. Wird wahrscheinlich nicht das einzigste sein. Verflixt. So, habe ich gesagt. Dann bauen wir das wieder noch. Reparieren das Zeug. Perfekt. Hier ist mal nichts zerbrochen. Hier auch nicht. Okay. Gut, dann können wir nochmal gucken, ob wir sonst noch irgendwas anderes haben, was wir noch bauen müssten. Beziehungsweise was wir aufhacken könnten. Hier ist nichts mehr, ne? An Artefaktplätze oder so. Okay, dann würde ich dann mal sagen, ihr liebe Leute, ich mache heute relativ früh Schluss wieder. Es gibt sonst nichts großartig anderes mehr zu tun. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann... Kommen wir überhaupt noch durch mit dem Gaul? Ja, okay. Wo wir dann als nächstes hier nochmal die Käsepresse anders formieren werden. Wobei, wir können theoretisch auch... Nee, ich finde es in einer Reihe, finde ich schöner. Nee, der Gedankengang hat sich erledigt. Ich finde es in einer Reihe einfach schöner. Okay, da ist wieder was kaputt. Schnell repariere. Dann sehen wir uns übermorgen wieder, wo wir dann die Organisation von der Maschine hier wieder optimieren. Und ansonsten hat Linus Geburtstag. Das heißt, das darf ich auch nicht vergessen. Also sollte man ihm noch eine Goldkokosnuss rausholen. Perfekt. Und bis dahin, wie gesagt, machen's gut. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Jo, genau. Zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ayan Yankee.